Und weiter geht's hier bei der Witcher 3 Blood and Wine wieder mal in unserem alten Weingut und wir wollen jetzt endlich mal das Ganze ein bisschen weiter aufhübschen. Was kann ich für dich tun, Herr? Langsam gefällt es mir hier. Vielleicht sollten wir einfach noch mehr renovieren und umgestalten. Was denkst du, Barnabas Basilius? Wie du wünschst, Herr. Wollen wir uns diesmal um das Haus oder das Gelände kümmern? Ich habe über die Außenwände nachgedacht. Vielleicht ein frischer Anstrich oder Ausbesserungen? Dürfte ich einen Vorschlag machen? Warum unterziehen wir nicht alles einer allgemeinen Renovierung? Früher einmal habe ich solche Arbeiten bei Admiral Rumpayis Sommerresidenz beaufsichtigt. Das Ergebnis war atemberaubend. Nicht nur die Residenz hat danach gefunkelt. Wir haben auch noch Platz zum Ausstellen der Rüstungen und Waffen des Admirals geschaffen, die dieser mit Begeisterung sammelte. Dann kümmere dich darum. Sorge dafür, dass hier alles strahlt. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Innerhalb eines Tages werden die Arbeiter hier sein, die die Residenz des Admirals aufpoliert haben. Die besten Spezialisten, die man finden kann. Sie sind äußerst fähig und sie werden bestimmt nicht lange brauchen. 2 Tage nachdem sie angefangen haben, wird dir ein renoviertes, umgestaltetes und verschönertes Anwesen zur Verfügung stehen. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Nö, ich denke fürs erste Mal nicht. Das war fürs Erste alles. Danke, Barnabas Basilius. Jo, danke Barney. Insellacke, das kann nur angehen. Ja, das ist, Das ist was anderes, was wir später machen wollen. Renovierung abgeschlossen. 3 Tage, hätte er gesagt. 1 Tag. Aha, das war ein da von Ritter zu Diensten, war? Okay. Ja, so. Marlenes Mitgift, genau, das Hungerspiel. Die Frage, ob das noch in der Nähe wäre, weil ich glaube, es klingt relativ einfach. Und das mit dem Wein fehlt natürlich direkt auch. Erstmal gucken, ne? Erstmal mit Marlene ganz kurz quatschen. Danke, dass du mir erlaubt hast zu bleiben. Ich kann mich nicht erinnern, wann es mir zuletzt so gut ging. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand mit so einer Vergangenheit gerne in die Küche will. Befürchtest du, dass ich wieder Wichtsuppe koche? Ich verlasse mich drauf, dass dein Geschmack als Mensch wieder etwas besser ist. Tu das. Ich habe schon als Kind gerne gekocht. Meine Oma war eine wahre Meisterin in der Küche. Ihr Ochse am Spieß war Land auf Land ab berühmt. Ich dachte, ihr als Adlige hättet eine Dienerschaft gehabt. Du meinst, eine Dame von meinem Rang müsste einen Koch gehabt haben? Stimmt natürlich, ich hatte sogar die besten Köche. Aber ausgedacht habe ich mir die Gerichte. Sie haben sie nur zubereitet. Klingt nicht schlecht. Bist du sicher, dass du dich hier draußen nicht einsam fühlst? Weiß ich noch nicht. Du hast mich ja gerade erst von meinem Fluch befreit. Fürs Erste habe ich jedenfalls kein Bedürfnis nach Stadt und Leuten. Als Wicht hast du bei anderen Leuten vorbeigeschaut. Ja, aber doch nachts, wenn sie schliefen. Ich war immer auf der Suche nach Löffeln. Denk dran, dass du es dir jederzeit anders überlegen kannst. Wenn es dir hier reicht, sag Bescheid. Ich würde nie undankbar wirken wollen. Und ich würde nie wollen, dass du gegen deinen Willen hier bist. Da natürlich recht. Bis später. Bis dann, Hexer. Und denk dran, hier wartet immer was Warmes zu essen auf dich. Klingt doch gut. Wenn es so weitergeht, dann haben wir am Schluss eine ganze Dienerschaft. Also Dienerschaft, ja, das klingt wieder mal so. Wegen, ja, Michael, du willst ja alle versklaven und so weiter. Nee, es geht mehr darum, dass wir ein schönes Anwesen zaubern. Vor allem natürlich darauf nachher mit Triss und so weiter. Ist klar. So, haben wir überhaupt noch eine Trophäe. Reicht nichts mehr. Hat noch irgendwas ein Bild vielleicht?
Was? Auftrag für Jagd und Heck. Das gleiche Bild, aber das zweimal. Das ist eine interessante Variante. Klar, ist in einem Buch drin, ne? Aber gerade gesehen, Geralt. Hab ich doch alles gesehen. Nun gut. Wenn man sagen, ein Lager ganz kurz noch gucken, weil das will ich dann doch eher nicht verkaufen. Ich denke, das ist klar. Katzenarmbrust momentan eher auch wenig. Ja, das Großmannstufe Boni freizuschalten. Deswegen noch drin lassen. War den Rest kann man eigentlich mehr oder weniger alles verkaufen. Aber natürlich, das natürlich nicht, da ist klar. Da ist richtig ein Nostalgiefaktor dabei. Die Rüstung von Geralt im Riva und die Werterüstung, ja, ist eine leichte Rüstung, sieht auch nicht schlecht aus und so, aber kriegen wir dann doch eher als nächste Rüstung auf. Ja, die Meisterhexer-Rüstung konzentriere ich die hier. Ja, wir müssen so weit mal verkaufen. Aber erstmal ein bisschen pennen. 3 Tage war, hieß es. Gut, machen wir das mal. Der Bild muss noch ersetzt werden. Ich moment hier auf dem Boden, scheiß drauf. Sind zumindest fleißig dabei, die Guten. Ja, die besten Arbeiter, wa? Ja? Oh, willkommen. Dankeschön. Dann werden es halt nochmal ersetzt. Wir pennen nochmal. Jetzt müsste ich 1,5 Tage haben, wa? Ich weiß, ich kann die Zeit ja auch anders nutzen, aber vor allem die letzten Parts waren doch ein bisschen, was heißt ein bisschen, die waren sehr viel stürmischer, sehr viel hektischer vor allem. Alter, ist das dunkel hier. Echt kaum was. Da dachte ich mir so, ja doch, diese Folge können wir es ein bisschen gemütlicher nehmen. Deswegen sicher wieder mal normale Länge, nicht so 40 Minuten oder so. Ja, leck mich am Arsch. Wie sieht das denn aus hier? Boah, Alter. Okay, da waren natürlich 5000. Ja, das sehr gut investiert. Leg mich am Arsch. Spätstufe edel. Alter, wie das aussieht. Der Typ, ey, leck mich am Arsch. Wie laufen die Renovierungsarbeiten, Barnabas Basilius? Wunderbar, Herr. Die allgemeinen Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen und ich habe mir erlaubt, 2 Ständer kommen zu lassen, an die du Waffen und Rüstungen hängen und präsentieren kannst. Und ich habe Bereiche vorbereitet, wo Gemälde aufgehängt werden können. Außerdem haben die Arbeiter, die für den Keller zuständig waren, eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht, die dich sicher interessieren wird. Ja? Wenn du sagst, ich sollte mir das ansehen, dann komme ich. Nochmal irgendetwas Neues hier, wo ich aufhängen kann. Elegantes Bouclair-Wams. Ja, sehr geil. Alter, was einfach alles so geil aussieht. Und es ist immer noch ziemlich dunkel, wie ich finde. Wisst ihr was? Ja, also das... Also so etwas noch möglich ist, ey. Wie sieht jetzt die Küche aus? Ja, auch schick. Danke, dass du mir erlaubst. Bis später. Bis dann. Gut, dann werde ich mal nachgucken, was unten jetzt los ist. Ja, ich weiß, es ist viel zu hell hier draußen, aber ey. Wenn sie nur so arbeiten würden, wie sie tanzen und trinken. Aber außen nicht so klein als wie vorher. Ja, ich glaube, Triss wird es dir sehr gut gefallen. Seltsam. Ich glaube, hinter dieser Wand ist was.
Ein Labor. Es muss einmal einem Alchemisten gehört haben. Hat doch aber gerade ziemlich noch viele Zeichen da rechts oben. Oh, zerlegen. Alchemielabor. Okay. Lieber Finder dieses Briefs, mein Name ist Julius Bangar von den Sozialisten, das ist sicher schon lange tot. Meine Deckung immer entzücken. Chemie, ja, bla bla bla. Okay, kann direkt so wieder auffüllen, krass. Jo. Jetzt die Frage, nochmal renovieren. Also hier draußen könnt ihr noch ein bisschen was gebrauchen. Wenn Sie nur so arbeiten. Ich meine, hier drin sieht es schon episch aus, keine Frage, aber draußen noch ein bisschen. Barnabas Basilius, weißt du was über das Labor im Keller? Hat sich einer der früheren Besitzer für Alchemie interessiert? Ein Labor? Alchemie? Davon weiß ich nichts. Aber ich verstehe, dass das für einen Hexer eine sehr interessante Entdeckung sein muss. Das ist es auch. Es war zugemauert. Die Ausrüstung ist ziemlich alt. Also hat das Ganze jemandem gehört, der auf Corvo Bianco lebte, bevor du hier angefangen hast. Wer es auch immer war, er kannte sich aus. Fiolen aus Drachenglas und Fläschchen, Distillen, Sublimationsapparaturen, Vengerometer. Verzeihe, Herr, aber ich fürchte, ich kann dir nicht folgen. Ich will damit nur sagen, dass diese Ausrüstung erstklassig ist. Wahre Meisterwerke für die Alchemie. Einen Sud damit oder über einem offenen Feuer zu brauen, das ist kein Vergleich. Dann bin ich hoch erfreut, dass du es entdeckt hast. Natürlich bist du hoch erfreut. Langsam gefällt es mir hier. Wie du wünschst, Herr. Wenn ich etwas Geld investiere, könnte ich das Haus etwas funktionaler gestalten. In der Tat. Der Schwung sollte unbedingt beibehalten werden. Da die allgemeinen Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind, kannst du über ein neues Bett oder zusätzliche Rüstungs- und Waffenständer nachdenken. Und ein paar neue Möbel und ein neuer Anstrich würden dem Gästequartier nicht schaden. Besseres Gebet gebrauchen, ja, mit Triss nachher, war. Ne, aktuell ist es gut. Noch ein Waffenständer, nö, das passt langsam weit. Ja, Gästezimmer, war. Ich habe über das Gästezimmer nachgedacht. Nicht, dass ich Besuch erwarte, aber... Oh, das spielt keine Rolle. Alle Häuser, die etwas auf sich halten, sollten über ein gemütliches Gästezimmer verfügen. Was wäre, wenn jemand unangekündigt vorbeikäme? Ja, je eher wir damit anfangen, desto besser. Einen Mann der Tat erkenne ich sofort. Kommen wir später. Kein Problem. Wie sieht es denn eigentlich aktuell aus? Ja gut, klar kann man es gebrauchen, das ist natürlich nicht das Problem, aber wenn wir schon mal dabei sind, wir sind ja ein Mann der Tat. So, das ist am schönsten, natürlich, wie auch sonst. Weinfäden. Das ich sehe langsam nach, also können wir eigentlich die Katze schon mal beibehalten, wa? Bitte, nur zu. Du bist ja jung und das Geld. Naja, Geld haben wir eher nur solange wir in Toussaint sind und jung, das ist, liegt im Auge des Betrachters, ganz ehrlich, Kumpel. Mann, wieso hat sie einfach... Wieso hat sie keinen Teleporter? Das ist doch total beschissen. Ja, ich meine, sorry, aber ein eigenes... Ja, ein eigener Ort von dem her sollte schon... Mist fliegen. Los, lauf! Hör ho, alter Schimmel! Das kann sie nicht tun. Natürlich kann ich tun. Ich kann alles. Ich bin Geralt von der... Riva.
Ich habe gesagt, nach 3 Tagen ist etwas Spezielles für mich. Bin jetzt mal gespannt. Langsam. Besuch dieses Hexers zu tun. Ah, Hexer, sei gegrüßt. Nett, dass du kommst. Mathilda und ich haben eine Überraschung für dich. Ihr scheint ja miteinander auszukommen. Oh ja. Wir haben begriffen, dass die Streiterei sinnlos ist. Es ist wirklich angenehm geworden. Und aufregend. Und romantisch. Ich verstehe schon. Schön, dass es gut läuft bei euch. Ja, ja, Gegensätze ziehen sich an, wa? Was für eine Überraschung. Habt ihr mal wieder ein Monster im Schrank? Nein, es ist viel schöner. Wir haben einen Wein gekeltert, von dem die besten Sommeliers meinen, er könnte Est entthronen. Das haben wir dir zu verdanken. Deswegen, wenn du einverstanden bist, Wir möchten ihn nach dir benennen. wie soll er heißen? Schlechter vom Blaviken. Oh, weißer Wolf. Eventuell so, also Schlechter vom Blaviken geht gar nicht. Das wäre einfach nur irgendwie für einen Wein total untypisch und wer würde so etwas überhaupt trinken. Gerald von Trier wäre zu persönlich. Ich meine, Wein sollte nicht unbedingt so einen Namen tragen, schon ein bisschen majestätischer und da wäre natürlich Weißer Wolf. Vielleicht auch ein bisschen Mysteriöses dabei. Warum nicht Weißer Wolf? Wild und charaktervoll. Das passt perfekt. Wenn du nichts dagegen hast, werden wir dir regelmäßig ein paar Flaschen schicken. Ich würde mich geehrt fühlen. Danke. Wir haben zu danken. Alles Gute, Hexe. See you later. Sehr schön. Ja, ja, ja. Eine Kuhplage. Keine Frösche? Hey! Nein. Was? Erfahrungspunkte nix? Schade. Was für ein Plätze? Typ. Ja, ich weiß, du hast durch, so wir müssen jetzt weiter. Denn wir haben doch noch ein bisschen was zu tun. Nicht mehr sehr viel. Fürs Erste. Wir müssen mit der Hauptquest weitermachen. So. Wir wollen sagen, das Hungerspiel noch. Das ist sowieso eine permanente Quest. Und dann nächste Folge machen wir uns mal auf mit Transformation und... Ja, das eigentlich auch, war. Ja, also unter Stufe 40 war mir als Meißel eigentlich auch machen, bevor wir mit der Hauptquest warten mit der Burgeroberung. Das natürlich nicht, das dauert sowieso länger, aber den Rest und Quint, der ist auch by the way. Ja. Also man sieht, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Aber wir schon. So, die Katze ist aus, wie man sieht. Das dauert dann doch schon ein bisschen. Aber doch irgendwie etwas Erfüllendes, weil man so bei Nacht die Gegend reitet, völlig entspannt, nichts Böses ahnend, sich nur auf ein bisschen Mitgift freut. Das ist das Leben eines Hexers. Ja. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Ach, die arme Plötze, ey. Ganz ruhig. Doch lieber zu Fuß hier lang gehen. Oha, Plätze. Mal schauen, wa? Du mich auch, Eule.
Hier unten noch etwas ist. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Was ist denn das hier? Hier gibt es nichts Interessantes. Voll. Ja, viele sind sie nicht mehr. Das hier ist auch voll. Hier gibt es nichts Interessantes. Schade. Scheiß Löffel. Voll. Das hier ist auch voll. Hier gibt es nichts Interessantes. Voll. Wo ist es denn? Seltsam. Wie hübsch. Würde sich gut im Haus machen. Ja, wenn du meinst, Geralt. Gut, wenn wir sagen, das war's wieder. Ja, bin ich eigentlich meinem Latein, also Latein natürlich nicht ganz, aber fürs Erste, was wir jetzt hier machen könnten, eigentlich fertig wäre, als das nächste Mal mit der Transformation zu beginnen war. Und dann sind wir sicher in der nächsten Folge, weil das dauert sicher länger und jo. Man Zeit uns ein bisschen weiter zu mutieren. Dann wird der weiße Wolf zum blonden Wolf, zum Super Saiyajin. Ne, hoffentlich nicht. Gar nicht passen, Geralt so mit, naja, so spitzigen Haaren und alle stehen total in der Luft und ja, golden sowieso auch noch. Schnauze. Den Keule. So, da, das war es von hier aus. Können wir natürlich noch vorbeigucken. Dann da, dann haben wir hier oben auch noch. Also man sieht, die Fragezeichenpunkte. Natürlich immer noch in Vielzahl vorhanden, gar kein Thema, vor allem hier oben noch sehr viel und noch Anschlagebrett, da ist nicht gesehen. Aber doch, es gehen und hier ein Handelsposten an vielen Punkten, ja, es lüftet sich langsam. Vor allem am langsam endlich mal diese Reisepoint in der Nähe. Oh, wir haben Rebellen noch in vielen Nähe. Und, jo, kommen wir so natürlich sicher noch gut voran. Aber schon richtig, oder? Mhm. So. Dann, was sagt die Zeit vom Pate? Da kommt einfach noch ein bisschen Zeit. Ganz kurz hier hin. Nächste Part dann direkt hier. Läuft. Hey! Weiter so, Plätze. Ja, ja, Regis Friedhof. Ups. Tja. Im Fall geht es natürlich auch. Warum nicht?
Mann, ich kann ja mal ein Schild einsetzen. Dankeschön. Die Archesporen treiben bald wieder aus. Ich muss die Gegend zerstören, wenn ich sie loswerden will. Ja, und zwar dringendst. Boah. Großes grünes Mutagen ist ja sowieso nichts Neues. So, wie gesagt, jetzt plötzlich kein Bock mehr auf uns, wie man sieht. Wir sind ja wohl zu doof, was auch immer. Kann man am frühen Morgen war, wenn die Sonne langsam aufgeht. Perfekto. Den ganz schnell switchen. Jo. Und dann, Freunde, in der nächsten Folge geht es hier mit der Quest Transformation weiter. Suche in überfluteten Ruinen im Teil 9 den Eingang zum Labor des Professors. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao zusammen.